Yo, yo, Leute, willkommen zurück zu Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Bitte nicht wundern, dass ich plötzlich hier oben im Himmel bin. Statt wie in der letzten Folge noch hier unten bei der Glyphe. Weil ich dachte mir, weil ich in der letzten Folge ja schon angedeutet hat, von wegen, ah ja, ich will hier zurückgehen und hier noch die Quest machen. Also Quest im Sinne von, wir finden da irgendwie so ein Nairo-Teils oder sowas. Gehe ich einfach mal schon mal offscreen hier schnell zurück und habe dabei noch so ein kleines Island hier gefunden, wo es offenbar noch einen Krog gibt. Natürlich gehe ich jetzt da runter, ohne dass ich hier einen Schrein habe. Bist du wahnsinnig? Tschüss, Krog. Ey, der Krogs manchmal. Irgendwie seltsam war es ja wohl eigentlich, ob es noch ein paar Feen farmen, aber ich habe keine mehr gefunden. Also weder... Ich dachte, eigentlich müsste es hier nur eine haben, hat es aber keine mehr. Und auch auf der Insel, die markiert hat es auch keine Feen gehabt. Und sogar hier drüben in dem Brunnen, den ich auch markiert hatte, den wir auch schon mal aufgesucht hatten, war auch keine Fee. Also ich habe keine Ahnung. Dass deswegen mal letzten Jahr nochmal Blutmond war oder so? Oder irgendwie, ich verstehe es nicht. Creepy. So, aber creepy, wir haben einen Spender. Guten alten Spender und diese Sortierung, ey. Was auch ein bisschen schade finde, ist, dass nicht irgendwie, wenn du das Ganze oberst bist und nochmal oben drückst, dass du dann direkt unten bist. Sowas fehlt mir irgendwie auch. Sortieren nach Alphabet. Es sind auch gewisse Dinge, die mir ein bisschen fehlen, wenn ich ehrlich sein darf. So. Aber vorher ist egal. Hier hören wir uns jetzt mal das Rüstungsset hier holen. Was überhaupt geht. Okay, das war, naja. Sprungfeder, Hydrant, Laserwerfer, Lenkelement. Ja, Lenkelement ist vor allem sehr gut. Da kann man nicht meckern jetzt. So, ganz kurz noch gucken. Hat es hier noch irgendwas Spezielles? Nö, hätte mich auch gewundert. Hallo, Kumpel. Guten Tag, oh Herausforderer der Sturzflugzeremonie. Ich bitte dich, beweise deinen Mut. Soll die Zeremonie beginnen? Ich bin bereit. Ich war mir gerade ein bisschen unsicher, ob ich die Dinge schon gemacht hatte oder noch nicht. Tatsächlich. Scheint, das habe ich noch nicht gemacht. Wir haben hier oben aber echt keinen Schrein, war. Mir fehlen auch die manuellen Teleportierpunkte, die es bei Breath of the Wild noch gab. Ich frage mich halt, ob ich dafür vielleicht ein bisschen mehr nach Atheno und nach Akkala zurückkehren müsste. Weil ich glaube mir zu erinnern, dass es damals auch die Instituten gab. Naja, Untergrund halt, Untergrund. Aber er ist noch große Feen. Habe ich auch gesagt, dass das eigentlich ganz wichtig wäre. Dass wir vor den Untergrund gehen und die großen Feen abklappern. Und die alle aktivieren und dann eben den Untergrund ein bisschen aufmischen. Was auch dringend nötig ist, ganz ehrlich gesagt. So. Dann natürlich schon mal vorbereiten. Wir brauchen das bisherige Aero-Set. Insel der Kühnheitsprobe. Dem ja noch nicht war. Ich überlege gerade nochmal, wo ich eigentlich schon mal war. Wir haben da ja ein paar gemacht. War das hier eine? Genau, das war die Tapferkeitsprobe. Ich glaube nicht, dass es die erste war. War hier die erste, die wir gemacht hatten? Genau, Heldemutprobe, Kühnheitsprobe und was jetzt noch? Tapferkeit, genau. Tapferkeit und jetzt Kühnheitsprobe, okay. Erstmal natürlich hier ein bisschen auschecken. Okay, das wird lustig, weil ich sehe durch den Wind hier fast nichts. Ich muss der Kugel folgen. Dann geht's einfacher. Das ist ja wohl ein Scherz.
Ich sehe es auch nicht früh genug. Ist voll kacke alles. So. Dann nochmal aktivieren oder was? Nein, abbrechen bitte. Ah, ist schon aktiv, okay. War mir nicht ganz sicher, weil wenn man das Spiel neu lädt. Manchmal sind solche Dinge wieder aktiv, manchmal auch nicht. Also der dritte ist ein bisschen heikel, wa? Nee, nicht mal die dritte. Was, die vierte? Ja, das war schon die dritte. Ein Schrein, ein schöner Schrein. Welliwell. So. Er müsste, glaube ich. Aber den ist aktiv oder muss ich nochmal aktivieren? Aktiviere die Abwehrkräfte. Aktivieren muss er noch. Okay. Quellen von Ranellhimmel. Gut. Keine Ahnung, ob das einer ist, wo ich einfach nur noch schnell durchgehen kann und fertig. Und dann eine elendige Prüfung absolvieren muss. Ist aber auch egal. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich mache das mit den Schrein künftig eher so in 4er-Paketen. Deswegen sage ich, okay, jetzt habe ich wieder 4 irgendwie aktiv. Also aktiviere quasi, mache die schnell hintereinander. Irgendwie so. Und pack die in eine Folge. Ich glaube, das bringt mehr. Ja, wir haben noch genug. Ne, sind 35 Sekunden. Okay. Kein Problem, Freunde. Ich stelle mir gerade vor, du gehst zuerst auf die Insel, hast noch gar keine Rüstungszahl mit dem Aero-Effekt. Das wäre, glaube ich, ein bisschen creepy. Aeromaske, yes, Mann. Nee. Gebe eh nur ein bisschen Kohle. Die Aeromaske. Sturzung mit mehr Präzision zu kontrollieren. Aerodynamik Plus, ja. Jetzt haben wir noch mehr Kontrolle darüber. Natürlich geil. Kein Set-Bonus war. Obwohl, warte mal, das mit dem Set-Bonus war ganz anders. Da muss ich ja erstmal. Stehen, warte mal ganz kurz. Ganz kurz. Den Set-Bonus wäre ein bisschen anders. Die muss ich ja anders lösen, okay. Den muss ich beim Feen aktivieren und so. Gut, hätten wir das gemacht. Wie gesagt, den Schein machen wir später. Ich würde gerne hierher zurückkehren. Eingang zum Gerudo-Tal, weil ich da ja auch noch eine Quest habe. Oh, wie kann man jetzt am schnellsten hin, ey? Von hier rübergleiten. Ja gut, komm, machen wir so. Da ist die Krux in der Nähe keinen Schrein hast, oder zumindest keinen gefunden hast. Wird sich dann ein paar Schreine geben. Auch beim vergessenen Plateau. Wird auch irgendwo noch ein Schrein in der Nähe sein. Ja, wir werden nochmal offscreen ein paar absuchen gehen, einfach auf der Karte markieren. Oder eben, es wird so sein, wie ich schon mal vermutet habe, dass mehr bringen, wenn wir die Wurzeln im Untergrund erstmal ein paar machen. Weil dann, glaube ich, ist die Chance sehr hoch, dass ich dann irgendwie natürlich auch den passenden Schrein an der Oberfläche schneller finde. Würde zumindest Sinn machen. Achso, ist Abend, okay, so kühler.
mich gewundert. Vielleicht wird es ja richtig kalt. Oh, schöne Aussicht. Ha! Wüstentempel. So, nein, die Richtung will ich gar nicht. Da hinten ist auch noch ein Ding. War ich da schon mal? Nur noch nicht, wa? Wir können mal kurz rüber. Ich finde es generell gar nicht so doof, wenn ich ab und zu mal hier im Himmel oben eben auch einfach mal einen oder anderen Schrein aktiviere, damit ich zumindest schon mal weiß, ich kann schnell dorthin eine Abkürzung nehmen. So in der Art. Weil die Türme, die sind schon cool zum Abspringen, aber naja, sind halt auch ein bisschen weiter voneinander entfernt. Ich meine, wir haben ein bisschen Ausdauer, das schon. Trotzdem ist sowas hier schon cool. Da ist eine große Insel, wenn ich jetzt so leicht hinkomme, aber ist egal. Ich will eigentlich erstmal hier hin. Jo, genau. Oh, nicht am fucking Ernst, ey. Die Kälte, die Kälte, du. Naja, es ist nachts, wieso beschweren wir überhaupt? So, was soll das hier? Manchmal weiß ich auch nicht, ey. Bisschen creepy das Ganze. Sieht nicht so, als hätte sie irgendwie großartig einen Schrein. Wiederum die Dinger, hä? Also soll ich wieder weit nach oben. Was wegen dem da? Da geht's um das Ding. Haben noch einen hier drauf. Okay, warte mal, wir nehmen den anderen noch mit. Oh, da ist sogar... Alter Schwede! Ups, ich nehme die Blume mitnehmen, Link. So. Huch. Nein, komm schon. Der ist doch dran, dachte ich. Ach, ich hab's den ganzen dran gepackt. Das war scheiße. Na, ich wollte eigentlich nur das. Oh, jetzt wäre vielleicht ganz cool, wenn er ein bisschen präzise wäre mit dem Zustechen. Mal gucken, wie hoch es geht. Sehe ich auch einen Schein. Mond, beruhig dich. So. Gut, die Reste können wir zwar noch mitnehmen, aber einer reicht mir schon. Danke. Ein Schrein, der zweite Schrein. Hier zum Schrein. So. Der nächste aktiv. Dementsprechend natürlich auch einen neuen Teleport-Punkt für uns. Okidoki. Wie gehabt, hier oben nicht viel los. Da kann ich irgendwo... Nee, da komme ich ja. Da ist also nix. Ich sehe zwar da hinten, ich glaube, das ist ein bisschen weit weg. Davon ist nur Leuchtsteine. Oder ich soll darüber. Was ist denn das noch? Da ist die Insel, okay. Das könnte sein. Materialien. Ja, ihr merkt schon, wir nehmen es jetzt ein bisschen lockerer. Was glaube ich auch gar nicht mal so schlecht ist, da wir jetzt viele actiongeladene Folgen hinter uns hatten. Dass es trotzdem auch so weitergeht. Ich meine, es sind noch eine Geoglyphe. Zumindest gemäß Hauptstory.
Oh, ein Schlitten. Endlich mal. Genau, mit den Geoglyphen und der Hauptstory selber. Die anderen Punkte wollen wir auch weitermachen. Und natürlich noch Sidequest-mäßig. Ich mich dann ab und zu hier ein bisschen im Himmel. Ich sage jetzt nicht gerade vergnüge, aber halt ein bisschen entspanne. Ist doch auch ganz cool. Habe ich noch was mitbekommen, dass, ja, vielleicht ist ein Spoiler, aber das Spiel ist auch schon eine Weile draußen. Ich glaube, kann es ruhig mal erzählen. Angeblich soll es ja oben im Himmel 32 Schreine geben. Da frage ich mich halt, sind es auf der Overworld trotzdem 120 insgesamt? Also dementsprechend etwa 152, alles zusammen, oder kann man die voneinander abzählen? Krass ist trotzdem. Oh. Achso, ist wohl darüber, okay. War zu langsam? Ist jetzt ernsthaft schon vorher? Okay, gut, von mir aus. Hä? Oh. Da frage ich mich, da wollte ich eh mal ausprobieren. Kann ich die Dinge irgendwie mit der Funkelfuhr so irgendwie zum Erhellen bringen? Wohl nicht genug, war. Aber vielleicht dann deswegen, weil die halt direkt zerspringen. Aber die anderen Dinger hier. Nicht Funkelfrüchte, sondern. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Hä? Wo seid ihr? Oh, das ist aber die Ewigkeit, ey. Ein bisschen sortieren wäre ganz cool, wenn man so eine Funktion hätte. Also eine gute Funktion. Komm, nehmen wir die hier. Naja, also der Lichtmechanismus ist okay. Ein Spiegel, ich meine, ich habe einen dabei, ja, aber trotzdem. Müssen wir irgendwie den Spiegel hier selbst zur Hand haben oder so? Was das bringen soll, auch keinen Plan. Wie kriege ich Licht hier runter? Wow! Oh, praktisch. Aber eigentlich nicht viel hier, wa? Eine alte Karte, wieder für den Untergrund. Eine mehr. Dankeschön. So. Das Teil dreht sich. Ah. Natürlich ging es um meiner Batterie ab, hey, ist klar. So ein Quatsch, ey. Was glotzt du so? Scheiß Auge.
Okay, Spiegel hätte ich hier. Selbst wenn ich die Spiegel hier habe, bringt mir das noch nicht so viel, wenn ich ehrlich sein darf. Erstmal müssen die Spiegel runterschaffen und müssen irgendwie das Licht darauf kriegen. Also eine Lichtquelle brauche ich trotzdem. Wenn ich keine Lichtquelle habe, kann ich einen Teil eigentlich vergessen. Oh. Ganz böser Bube. Was soll das sein? Eisenholzstock. Okay. Die Power ist viel größer. Ja, gut. So, Spiegelstellen wird damit auch. Okay, also zumindest jetzt eine Option, um Licht zu generieren. Beziehungsweise nicht zu generieren, sondern einfach irgendwie abprallen zu lassen. Viel mehr bringt mir das jetzt auch nicht. Was haben wir hier? Haltbarkeit plus, okay. Ja, aber das Ursprungsproblem bleibt dasselbe. Wo kriege ich das Licht dafür her? Kann das Tageslicht dafür nehmen? Nee, oder? Was zum... Sag mal, Link. Ganz kurz den Schild fallen lassen. Hey, wieso geht's wieder nicht mehr? Nein! Ah, Mist. Ja, da fällt der... Mann, so ein Scheiß aber auch. Ja, aber es müsste irgendwie so gehen, wa? Jetzt haben wir natürlich den scheiß Ding nicht aktiviert. Den Schrein deswegen war ich eigentlich dort. Michael, please. Also braucht einfach eine gewisse Tageszeit, wo es funktioniert. Schild weg, Schild weg. Naja. Kann schlimmer sein. War nur ein Spiegelschild. Ey, wenn du damals sowas zu Zeiten von Ocarina of Time oder Majora's Mask oder Wind Waker gesagt hättest, ey. Ist ja nur ein Spiegelschild. Blamabelst. So, warte mal. Darüber muss ich, wa? Ja, ist gut, Link, ist gut, ist gut. Die Sonne dreht hier halt auch relativ schnell, ne? Ist echt nicht so einfach. Achso, da oben ist gar kein Schrein. Da bin ich ein Trottel. Naja, egal. Habe ich hier ja den ein oder anderen Spiegelschild auch noch im Petto. Mal gucken, wie ich den wieder runterkriege. Okay, nicht ganz so wie ich eigentlich wollte.
Ja, ich weiß, ich hab... Aha. Deswegen die Pfosten hier. Vollpfosten. So. Also deswegen sind die eigentlich auch dazu gedacht, damit ich die nachher unten verwenden könnte. Sag mal. Ernsthaft. Oh, nee, komm, wieso war das immer zu doof? Habe ich ja noch einen Spiegel, normalen Schild? Ja, komm, ja noch einen neuen Schild. So. Toll, auch hier wieder die Sonne gegen mich. Warum kann ich damit nicht so scheinen, wie es damals... Oh, Mann, ist das doof. Ich vermisse so eine richtig geile Funktion, wie ich es vorher hatte, wo ich so richtig geil hin und her schwenken kann. Weil das, was er hier kann, ist blamabelst, Freunde, blamabelst. Also warte mal, kann ich übereinander wieder zurückholen oder ist schon vorbei? Ne, ich glaube keine Chance. So. Ja, jetzt hier sind wir natürlich auch direkt wieder vorbei, super. Also müssen wir jetzt eigentlich warten bis... Oh Gottes Willen, ey. Komm, jetzt war es damit zu lange. Draußen ja irgendwie so ein scheiß Lärm, was ist da wieder los? Natürlich, jetzt mit dem Motorsägen rumwedeln draußen. Mhm. Jetzt auch ich aufnehmen will. Was für eine Arschgeige. So. Ja, bringt nichts, Freunde, wir müssen hier kurz übernachten. Und bis nächsten Morgen, weil sonst, es wird sonst nichts. Ich hoffe, wir hören nichts da draußen. Diesem scheiß Rumgewedel. Wobei er trimmt eigentlich die Hecken, da bin ich eigentlich ganz froh drum. Zu früh war es auch noch nicht genug Power. Jetzt wird es wieder gehen. Also.
Geht natürlich auch so. Ich wollte es eigentlich ganz anders machen, aber ey. Aber das funktioniert so. Mitgenommen. Hat das gelohnt? Allerdings, ey, 4 Stück. Das heißt, ich habe keine Ahnung, kann man irgendwie Kraffen Weißen irgendwie aufpowern oder so? Wer weiß, wer weiß. Also, ein Spiegelschild. So, Freunde, wenn wir mal sagen, raus hier. Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Wir wollten dann zurück ins Gerudo-Tal, um dort die Quest noch abzuschließen. Dann sind wir hier oben, okay. Vor allem, ob es mit dem Funkelfrucht vielleicht doch klappt. Als habe ich hier überall Funkelfrüchte, ist eigentlich schon ein Indiz dafür, dass ich selber irgendwie das falsch gemacht habe. Weil wir haben noch Elektrofrüchte, also dem her. So. Aber immerhin ein Wille der Weise, das heißt, es hat sich vollkommen gelohnt, hier zu sein. Man sonst wie gewohnt, Himmelsinseln jetzt nicht so viel los, aber das kennt man ja. Wo müsste ich jetzt hin? Ne, da ist die Wüste. Ist darüber, wa? Ja, weil ich will ja hier hin. Statt der 3 Quellen, das Erbe der Orne, wir müssen eigentlich alles immer machen. Schatz in der Gerudo-Wüste, da ist nochmal was anderes. Stolz der Gerudo. Ja, eben, das ist nochmal was anderes. Der wahre Heldenmut. Sind wir eigentlich dran, bringen wir zu den Ruinen. Nein, noch vergessen war die Quest. Okay. Bin ich nicht sowieso unterwegs? So, warte mal. Hier ist der Hylia-Berg, da hat ich noch nicht unbedingt einen Schrein gesehen, wa? Nee. Weil hier oben garantiert einer ist, das kannst du mir erzählen, was du willst, aber dass hier oben keiner sein soll? Nee, nee, nee. Oh, wer fliegt denn da? Ah, da ist der Typ, ja. Der nicht so gern Besuch hat. Deswegen mit Donner und Blitz um sich rumschießt. Wo ist der Schatz? Faroderhorn! Hui. Das war knapp. Es ist die Wüste und es ist scheiße heiß. Huch. Doch nicht mehr. Gerade eben war es noch heiß. Da wir da reinkommen, auch kein Plan. Oh, jetzt habe ich noch ein Problem. Schwein muss sein. Wir sind in Sicherheit. Ah, du bist ja da. Was? Aber meine Freundin zurück und du hast sie gerettet, nicht wahr? Ich danke dir von Herzen, Mann. Donnerblumen, Dankeschön. Pass auf dich auf, Mann. Ja, ihr auch. Man hat trotzdem eine erfolgreiche Folge. Mehrfache Aussicht, auch wegen dem Aero-Set und so, was wir bekommen haben. Sehr, sehr schön.
Hier sieht es irgendwie auch besser aus. Bist du immer noch hier am Wachen oder was? Sei vorsichtig, Mann. Vertrau dir, du darfst passieren. Savotta, Otta. Und schaffe ich sicher. Wer es glaubt. Also Kapselspender waren wir schon, genau. Ja, eigentlich, ja, das Ding ist ja auch noch wahr. Wir haben gerade überlegt, hier hin, dann hier rüber segeln, um den Schrein hier zu aktivieren und dann hier für die Geoglyphe. Das machen wir später, weil jetzt geht es mir ja persönlich darum, wie ich es auch schon gesagt habe, das machen wir in der nächsten Folge vor allem. Wo haben wir es? Angestelltes Neugeburt? Nee, gut, eigentlich auch. Suche nach der Wahrheit. Die Stellen sind wir immer dabei. Das Ding, eine Serenade für Caesar. Biberrockstadt, das verstehe ich halt immer noch nicht. Jetzt verstehe ich, sie ist ja auch ein Ivarok und kein Biberrock. Okay. Scheiß drauf. Machen wir alles noch, Dahin müssen wir, wa? Hier unten. Fliege ich hin? Ich glaube schon, wir wollen ja ein bisschen auf die Tube drücken. Das heißt, ich nehme den Turm und ziehe einfach mal dahin. Vielleicht sehe ich unterwegs noch was. Was Interessantes. Und ohne Pferdchen unterwegs war. Und ja, das sind mal so. Damit unter die Ställe so noch ein bisschen abgrasen. Weil wir wissen ja, in der Nähe von großen Feen sind auch Ställe. Und der Typ soll sowieso beim Stall sein, auch wenn hier unten keine große Fee ist. Das auch mal so by the way erwähnt. Inklusive einem Brunnen. Was ist noch mehr? Da eine Höhle haben wir auch nicht gemacht, aber egal, ich will ja eh hier runter. Ja, das sieht schon aus nach einem Stall. Und hier im Stall gucken, ob der Typ vielleicht mit uns kommen möchte, wa? Sieht jetzt Pferdegotts? Ah, da ist er hier auch noch. Ne, Superwald. Du mir auch. Da ist ein Superwald, Freunde, ein Superwald. Und hier als nächste Geoglyphe. Ob wir die nächste Folge noch hinkriegen, weiß ich gar nicht, ey. Die übernächste Folge, weil eben, ich will mir jetzt erst einmal ein bisschen auf die Story konzentrieren. Story auf die, sag ich schon. Auf die Pferde, Feen, Mann. Wenn wir da ein bisschen vorwärts kommen. So, ich glaube, hier ist kein Problem mehr mit der Kälte und allem. Machen wir wieder die Waffe hier, passt schon. So. Dann an der Stelle danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Dann endlich gucken, was hier unten abgeht. Und dann hoffentlich einen Stern nach dem anderen oder irgendwie auch nicht. Wir werden sehen. Irgendwie kommt schon. Auf eine verrückte Art und Weise. Bis dahin, bye bye.